Es wird Zeit für den zweiten Teil dieses Spieleklassikers vom Let's Test zu Nintendo Land. Damit herzlich willkommen zurück zu... Ja, was wohl? Ganz genau, Nintendo Land auf der Wii U. So Leute, und die Frage ist immer noch, kann man das Spiel überhaupt Let's Playen? Ist Let's Play tauglich? Sollen wir ein Let's Play online machen? Etc. etc. Das Problem ist, so richtig Let's Play online tauglich ist es nicht, denn man kann zwar hier mit den unterschiedlichen Attraktionen, hallo Zug, also jetzt kommt er gerade, kann man zwar, wie zum Beispiel jetzt hier, was haben wir hier gerade, Luigi's Mansion und so, kann man zwar, ja, zu 2 bis zu 5 spielen. Das Problem ist aber, diese Spieler können nur offscreen, sage ich schon, doch, offline, also sprich halt hier direkt bei mir sein. Soll heißen, online da gegen andere Spieler zu zocken, das geht nicht. Was ich von Nintendo schon ein bisschen, ja gut, ich meine, es ist ein Starttitel, ob man das schwach finden soll oder da irgendwie einen großen Minuspunkt geben darf. Naja, also im heutigen Zeitalter vom Online-Service und so, würde ich schon mal behaupten, ja, gut. Das Problem ist, wie gesagt, wir können das nicht richtig Let's Play online zocken, aber ich habe mir das schon etwas überlegt und ich würde mal sagen, zum Ende dieser Folge werde ich euch auch erklären, was das sein soll, wie wir es dann doch noch, ich sage jetzt mal, einigermaßen doch noch vernünftig Let's Play online zocken könnten. Aber wie gesagt, nur könnten. So, bevor ich noch vergesse, mir ist vorher ein Malheur passiert, und zwar hatte ich diese Aufnahme schon mal gestartet und war da bei Legend of Zelda Battle Royale. Wie heißt das Teil schon wieder? Moment! Hallo, bist du Zelda? Alter. Ne, Luigi's Mansion. Ah, Battle Quest, genau, ja, wie gesagt. Legend of Zelda Battle Quest, war ich vorhin noch mal drin und wollte noch das mit der Wii-Steuerung versuchen, sprich, dass man auch als Schwertkämpfer rein kann und so, genau, Battle Quest. Und dass er da funktioniert und so. Leider ist mir da die Aufnahme abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung wieso. Jedenfalls seht jetzt auch, dass bereits ja halt bei Legend of Zelda nochmal drin war. Das ausprobieren. Und wir haben auch neue Attraktionen hier. Zum Beispiel diese Jukebox. Was auch immer das sein soll. Jukebox. Berühre eine Taste, um einen Song zu spielen. Berühre es nochmal, um ihn wieder anzuhalten. Ja, hallo, ich berühre und... Jukebox. 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 Ja, also ich höre immer das gleiche Lied. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht Menü auf Y? Nein, jetzt bin ich weg. Aber die Musik ist schon cool. Das stimmt. Also gut, weiter geht's. Ja, halt das hier und wo war noch etwas? Genau das hier. Der Deku-Bau, man glaubt es kaum. Sieht zwar dem Deku-Bau überhaupt nicht ähnlich, so also Queen of Diamond oder The Wind Waker, man sowieso zwei verschiedene Deku-Bäume. Ja, das ist eigentlich nur dazu da, um sich hier im Schatten ein bisschen auszuruhen. Hey, hilft meine Stimme. Bin leider ein bisschen erkältet, sorry Leute, aber trotzdem wollen wir noch ein bisschen zocken. Und das heißt jetzt zuerst einmal nochmal zurück zu Legend of Zelda Battle Quest, um noch zu sagen, dass das Ganze hier ein bisschen besser funktioniert, so mit der Schwertsteuerung. Was ist schon wieder? Ah, da. Da ist das Triforce und ich hüpfe einfach mal einen Pseudo-Dreifachsprung. Ohne Saldo, weil ich bin ja nicht Mario, yeah. Abenteuer gegen die Zeit. Natürlich sagen wir das Abenteuer. Genau, ein Spieler. Moment mal kurz, das stimmt nicht ganz. Muss man kurz das Gamepad weglegen. Legend of Zelda Theme, ja, kann was so geil sein? Ich weiß es nicht. Tatsache ist, das Spiel macht so Fun. Da. So, Leute. Hallo? Ah, jetzt. So, ein Spieler. Bingo. Natürlich nehmen wir das Schwert. Was? Achso, stimmt ja. Ist auch so, so seltsam, oder? Ich meine, dieser Abenteuermodus hier bei Battle Quest eigentlich an das Abenteuer aus Skyward angelegt, auch mit der Steuerung. Aber ohne natürlich Zubehör, sprich ohne Nunchuck. Noch ein bisschen crazy. Ja, komm, da liegt sie. Und kalibrieren. Hallo, Mann. Dankeschön. So, wenn Sock natürlich. Michael. Moment, so, zentriert. Hallo, Michael. Hallo. So, jetzt geht's wieder. Okidoki. Legen wir los! Und zwar seht ihr hier, man kann hier 1, 2, 3, 4, es gibt glaube insgesamt 10 Level oder so. Meisterrang, Gewinne ohne Gegentreffer. Wenn er hier geschafft war. Egal. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit Level 4. Zur Corona-Mine. Hier gibt es halt noch andere Level, zum Beispiel hier ist Weidentempel, verlorene Welt und so. Haben zwar alle ein bisschen andere Bezeichnungen und sehen auch ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist alles ein bisschen das Gleiche. Daher
Sagen wir jetzt einfach mal Level 4 zur Goronenmine. Und dann sehen wir mal, was hier so abgeht. Yeah, Michael in grün. Steht mir gar nicht. Aber egal. Fernbedienung senkrecht. Genau. Schwertschwingen und Schildheben mit B. Ganz billig im Grunde genommen, aber egal. So ein bisschen näher ran. Und ihr seht auch schon, es gibt so Gegner mit Schilden und so. Dürfte also ein bisschen spannend werden. Yeah! Ich schlage dich zum Ritter. Ritter Michael. Michael 88. Michael Esayan. Alles klar. Der Witz dabei ist, du läufst wirklich automatisch voran. Naja. Und es ist ein 6-Herz-Wand. Was geil wird so? Yeah. Der seht ihr, ich kann nur hier und ein Schild heben. Mehr kann ich nicht machen. Ich laufe automatisch. Automatisch. Der hat noch keine Gangschaltung. Oh. Schnell gekontert. Gut. Moment mal kurz, Leute. Ich muss hier mal ein bisschen das Mikro umstellen. Mikro umstellen. Den Kopfhörer ein bisschen lauter stellen. So, jetzt ist besser. Wieso ist eigentlich Goronenmine, wenn es doch die verlorenen Wälder sind? Das sind mal eine Mucke her. Wow! Was hat's Oh, hab ich gar nicht gesehen vorhin. Hier, Arschgeigen. Und Schnitt! Und Schnitt! Man kann auch den Wirbelwind machen, aber Moment mal kurz, mach gleich. Alter, so jetzt. Da ist das ein fettes Vieh, ey. Kann man schon Wirbelwind-Attacke? Ja. Wirbelwind! Wirbelattacke. Yeah! Oh, scheiße. Na klar, haben wir mal. Ja, den Heldenschild aus Skyward Sword, der zerbricht einfach nicht. Cool, oder? Also im Grunde genommen ein bisschen einfach das Ganze, aber macht trotzdem Fun irgendwie. Komm schon. Ja, so. Yeah! 20 Rubine abgesackt. Und weiter geht's. Das ist bereits der Zwischenboss. Ich grinse die ganze Zeit. Kommt noch her, kommt noch her. Schaut auf mein Schwert, auf mein magisches Master-Schwert. Fei, hilf mir. Nein, Fei gibt's nicht mehr. Ja, Mann, so jetzt. Vollen Schnitt gehabt da in der Textilverarbeitung so. In der Fresse halt. Wow. Okay, die gehen jetzt auch mir neu. Was ist denn du für eine? Ah, nein, 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 lass mich los. Alter, okay, Shield bringt nichts mehr. Vielleicht auch super. Alter. Was bist du für einer? Was mache ich da? Mann, ich hab's gerade versucht. Alter, versuche da wieder. Mann, Link. So, jetzt geht's. Was? Ah, im Sprung erwischen. So wird ein Schuh draus. Na, ja, so. Und die Spinne ist erledigt. Alter, schon wieder 3 Herzen abgezogen. Scheißviech. Okay, Triforce-Blöcke. Hallo, was ist denn hier los? Komm nur her! Und zack und... Alter! Piepmann, sauer! Wo ist der andere? Da steht doch noch einer! Oh Mann! Hab gleich getroffen. Das Herzpiepen kennen wir auch alle nur zu gut. Das war ein Skyward Sword Let's Play, oder? Na, wir kennen es noch. Alter, ich hab geblockt! So, und... Der erledigt. Oh, 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 Alter! Das ist eine Konzentration hier. Wow, das war knapp. Ja, so. Na, komm schon, komm schon. Toro, Toro. Alter, mach mal was. Ja, und bam. Holla, 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 die Waldfee. Aua, natürlich genau falsch. Ah, Mann. Oh je, oh je. So, was sind die Gegner? Warte du. Nee, oder? Nicht der Endboss. Nicht der Endboss. Seid ihr wahnsinnig? Natürlich, das musste so kommen. Nein, das waren die Scheißdrohnen. Kenne ich leider bereits.
Oh. So. Alter, mich eine Spinne! Nein, nein! Habt ihr gar keine Chance mehr. Nein, ich bin zwar zugekifft, aber ich freue mich trotzdem. Spiele vorbei. Scheiße. Ja, komm gleich nochmal. Also, das lasse garantiert nicht auf mir sitzen. Hey, wer bin ich denn? Ja, spielen. So, richtig hinsitzen. Falls das Schwert deiner Bewegung nicht richtig folgt, richte Fernbedienung auf den Bildschirm und drücke unten. Wie du sie als Skyward Sword kennst. Oh ja. So, jetzt aber richtig hier. Meine Fresse. Hallo? So, jetzt. Ready to go! Du. Yo. Yeah. Wir hören die Musik der verlorenen Wälder aus Ocarina of Time zum Beispiel. Aber nur als Beispiel. Alter, hab ein Schild gezogen. Alter! So. Ja, kommt doch her, Schweinebacken! Was zum... Ah, da wird ganz vergessen. So. Das wäre erledigt. So, und jetzt du noch. Komm schon. Mach das Master-Schwert. Oh. Mach das Master-Schwert. Alter, ich hab doch... So, jetzt habe ich wieder und zack. Gib mir ein Herz. So, und das war's. Geht doch, alter Schwede. 3 Herzen noch. Wollt ihr mich verarschen? Ja, komm her, Spinni, Spinni. Ach, nicht auf ein paar von denen. Yeah, Eindringling, Alarm, Alarm. Und tschüss. Und tschüss. Alter, und tschüss. Und tschüss und tschüss und tschüss. Hallo, Herzen, wo seid ihr? Die Spinne. Immer schön auf den Arsch. So. Hätten wir das auch. Ohne Schadenspunkte natürlich. Weil wir einfach so cool sind. So, und du auch noch, du dämlicher Pitmax. Und natürlich auch du noch von hinten. Hallo? Achso. Sie wollen uns nicht durchlassen. Auf dem Weg zur Goronenmine. Was hat denn das eigentlich bei der Goronenmine? Ja, dämliche Spinnen. Darf man fragen, wo sind die Goron abgeblieben? Alter. Aus der Sonne. 4 Herzen noch. Ja, nicht gerade so viel. Was hat das gerade? Durchgeklitscht. So. Was bist denn du für einer? Ah, ein extra Herz. So, mit 5 Herzen gegen die Megaspinne. Und 4 Tunnels. Naja, irgendwie so. Na, gehst du endlich mal down, ey? So. Ja, ich hab dich, du Scheißvieh! Hallo? Geht gar nicht mehr. So, den auch noch. Und natürlich der zum Schluss. Bam, das war's. Level 4 abgeschlossen. Wir haben das Pixel Triforce erhalten. Oh, unsere Mütze. Wir haben es geschafft. Triforce erhalten. Yeah, Mann. Geil, oder? Herz verloren, 5 Gegner besiegt, 4 Siege und die Treffer, Combo 21. So, jetzt reißt aber auch. Jetzt machen wir weiter mit den anderen Spielen, da fehlen noch ein paar.
Und deshalb wieder mal das Gamepad gezückt. Hallo, bist du? Ah, da drüben. Wow. So, und was? Preisemeister, Neuling. Na, okay. Mal überlegen, welche Spiele fehlen eigentlich noch zum Testen. Ballonsflug bei steifer Brise. Was? Ah, nur Einzelspiel, okay. Testen wir es mal, nicht wahr, Leute? Na klar, Start. Juhu! Okay. Oh nein, für den Touchscreen. Wo ist mein Touchpad? Hallo, wo bist du? Ah, da drüben. Noch nie benutzt da. Mal gucken. Mein Rekord! Keiner. Super. So, was soll das sein? Tag 1 morgen. Bevor du dich auf die Reise machst, will ich dir die Spielregeln erklären. Nur zu. Erzeuge einen Luftstoß, indem du den Touchpad oder deinen Finger auf dem Touchscreen entlang gleiten lässt. Der Wind weht dich in die Richtung, in die du den Touchpad führst. Entwickle zuerst ein Gefühl dafür, dich in der Luft zu bewegen. Gefühl ist immer gut. Es ist egal, wo auf dem Touchscreen du Steuerbewegungen ausführst. Du brauchst also nicht immer aufs Gamepad zu blicken. Das ist allerdings praktisch. Schau auf den TV-Bildschirm und sammle alle Ballons ein. Okay, jetzt einmal hoch und... Ein toller Flug. Dankeschön. Und hier noch eine Technik. Ja. Du kannst den Touchscreen antippen, um kleine Schockwellen zu erzeugen. Mit diesen kannst du Gegenstände zerstören, die dir im Weg sind. Ah. Nur zu, versuch es mal, berühre Blöcke, um sie mit einer Schockwelle zu zerstören. Blöcke, wo seid ihr Blöcke? Toll, ich sehe sie gar nicht. Blöcke, wo seid ihr? Ja, genau so. Juhu. Schau am besten auf den TV-Bildschirm und nur ab und zu auf das Gamepad. Ja, lacht ist alles getan. Du bist bereit. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Mal gucken, wie das so läuft, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann. Erzeugt gewinnt! Juhu! Leute, die Glocke! Tag 1 Mittag! Oh. Zeit fürs Mittagessen! Yummy, yummy! Okay, und jetzt? Das ist irgendwie sehr billig. Oh Mann, noch ein paar Gegner. Alter, kann ich die nicht. Was war denn das? Au, 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 au. Hilfe, ist der Kompass. Wow. Okay, ein Ballon habe ich noch. Ich habe noch einen. Hallo, Freunde. Yeah, er hat's heil geschafft. Juhu, sicher gelandet. Bonus 6 Punkte. Erzeuge Wind. Tag 1 Abend und muss niesen. Oh nein. Ja. Wow, 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 wow. Ja, langsam klappt's. Langsam klappt's. Juhu. Ich fliege wie ein Adler. Wow. Juhu. Oh nein. Ah, wir sind dennoch ein Gegner. Wow, das war knapp. Ah, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Alter. Aus. Verschwinde. Ah, beherrsch mich doch noch. Juhu. War ganz schön knapp. Sicher gelandet. Yeah. 127 Punkte. Hey. Bonus 50. Wow. Erzeugt Gewinn. Was schon wieder? Tag 1 Nacht. Ach du Scheiße. Wie lange geht denn das noch? Ich bin doch hier nur zum Testen, nicht zum Zocken. Wow, 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 wow. Dankeschön. Okay. Nein, nein, nein. Alter. Noch ein Ballon, noch ein Ballon. Was so natürlich, jetzt muss das noch schiffen. Nein, wieso pisst jetzt auch noch aus allen? Uah.
Verdammt nochmal, Gott, was treibst du da oben? Was ist denn du für ein Druck, hey? Ja, und jetzt? Was ist gerade die Uhr da? Crazy. Ich hab's überlebt. Ich lebe noch. Hallo? Ah, jetzt. Sicher gelandet. Bonus, 6 Punkte. Du bist cool. Was, noch mehr? Also hörst du aber auf. Spiel vorbei. Tja. Ich muss es leider zwangsläufig beenden, Freunde, denn sonst hätte es noch Ewigkeiten gedauert. Ja, ich muss sagen, hat durchaus was, aber da muss ich erst ein bisschen reinfinden in das Spiel. Gut, das war's. Und jetzt beenden. Very nice. So, mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, ich denke mal, wir haben noch eine Minute. Minute. Noch Zeit für ein Spiel, meine ich. Mal überlegen. Animal Crossing, ein süßer Tag. Ne, und 2 bis zu 5. Muss sowieso noch was überlegen für solche Spiele. Was? Ein Deutscher. Ein Neversmelt? Was? Alter, was hast du gesagt? Mann, nee. Wer will wieder Nintendo Land? Luigi's Goatmanson, verdammt, geht doch nicht alleine. Ninja Castle. Takamarus Ninja Festung. Wäre vielleicht noch etwas? Mario Chase. Sagt auf Mario. Yo. Pikmin Abenteuer. Yoshi wäre noch etwas. Yoshi? Yoshi. Mal kurz gucken. Pikmin geht das auch alleine? Da muss es mindestens zu zweit sein. Nee, geht auch alleine. Yoshis Früchtewagen. Ja, alleine. Versuchen wir es mal. Ganz auf die Schnelle. Yeah. Yoshi. Was ist denn das? Okay. Dann schauen wir doch mal. Und so geht's. Yoshi. Bei dieser Attraktion musst du dem Yoshi-Wagen einen Weg vorzeichnen. Schau zuerst auf den TV-Bildschirm und dann auf das Gamepad. Fällt dir etwas auf? Ja. Siehst du die Früchte auf dem TV-Bildschirm? Deine Aufgabe ist es, auf dem Weg zum Ziel alle zu verspeisen. Aber hier ist der Haken. Die Route musst du auf dem Gamepad vorzeichnen. Dazu zeichnest du den Weg, den der Yoshi-Wagen vom Start zum Ziel fahren soll, auf dem Touchscreen vor. Ja, Freunde, das Problem ist, hier auf dem Touchscreen, da sehe ich die Früchte gar nicht. Mal gucken, vielleicht hier, dann hier, dann hier. Ja, mal gucken. Ah, war gar nicht mal so übel. Gut gemacht, yeah! Wunderbar, dann kann es ja losgehen. Okidoki. Yoshi-Wagen. Oh Mann, oh Mann. Level 1. Yoshi. So, na, hier runter, dann da hoch und dürfte passen. Let's go. Als wäre ich der Vollprofi. Yeah. Aber das wird sicher noch ein bisschen schwieriger, oder? Ja, bis jetzt noch nicht so. Yoshi. So. Und los geht's. Yep. Gut gemacht, yeah. Punkte. Nochmal. 10 mal 3 plus 50. Ist das geil. Oh, jetzt wird's ein bisschen kniffliger. Das Geschenk mit der hübschen roten Schleife ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Oh, wie nett von dir. Geschenke brauchst du nicht aufzusammeln, um das Tor zu öffnen. Naja, es liegt gerade auf dem Weg, also. So, jetzt hier hin, dann gehe ich hier hoch. Stimmt's ungefähr? Ja, dann da. Ich fahre gerade eine seltsame Route, merke ich hier. Oh je, hoffentlich funktioniert das. So, jetzt erstmal einen Kreis machen. Yeah! Oh, Glück gehabt. Yeah, was? Wieso nur 47? Wollen wir verarschen?
Das war gerade Level 3, Mann. Oh, die Löcher. Lass mich raten. Oh, okay, sagt gar nichts. Gut. Die werte Dame sagt mal nichts. Ja, bis hierhin dürfte gehen. Dann hier und dann hier oben. Ja, mal gucken. Ist ja einfach, ey. Ich bin ja voll auf... Ich bin echt der Vollprofi hier. Yeah. Gut. Alter Scheiße. Ja, schön. Jetzt wird es schwieriger. Erstmal zum Geschenk. Dann hier. Ich hoffe, der trifft ungefähr. Dann geht's da lang. Ach du Scheiße. Dann hier. Wow. Dann hier hoch. Und stimmt das auch? Ah, du Scheiße. Dieses blaue Häkchen ist überaus nützlich. Wieso? Du kannst blaue Häkchen auf dem Touchscreen setzen. Okay. Sie tauchen an der entsprechenden Stelle auf dem TV-Bildschirm auf. Ah, Wegweiser. Verwende die Häkchen notfalls als Bezugspunkte. Clever. Aber sei sparsam damit. Ja, schon gut. Wow, was ist das Loch damit? Nein, Yoshi. Wow, Hilfe. Und der Yoshi-Wagen legt ein nach dem anderen. Ein Auto, das seine eigenen Kinder, ja, das eigene Autos kreiert. Was soll ich sagen? Jetzt? Früchte mit nummerierten Flaggen müssen in der entsprechenden Reihenfolge verspeist werden. Andere Früchte kannst du fressen, wann du willst. Kannst du fressen, wann du willst. Ich friss sowieso, wann ich will, also. So, das hier, das. Oh. Nein, jetzt bin ich schief. Scheiße. Ich glaube, das war ein Fehl. Ja, voll an der ersten Frucht vorbei. Ah, nochmal eine Chance. Gut, dankeschön. Also mal richtig hier. So, versuchen wir es nochmal. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und die Nummer 4. Yeah, gut gemacht, 26 Punkte. Oh Mann, wie viele Level gibt's denn hier noch? Na klar, ey. 1, 2 da unten und 3 da oben und der Rest ist scheißegal, oder was? Alter, okay. Ja, Hilfe. Oh Mann, oh Mann. Wow, wenn das gut geht. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Yeah! Sieht super aus. Wir haben es geschafft! Level 7! So, sind wir bereits am Ende? Alter, wie viel gibt's denn noch? Level 8. Das genannt doch mal eine Frage, wie viele Level gibt's noch? Natürlich ist man hier vorbei. Wow. So, habe ich hier mal die Nummer 1. Na klar, ey, da unten Nummer 2. So. Jetzt da oben lang die Nummer 3. Alter Schweden, hier rum. Und dann hier Nummer 4. Wenn das klappt. Die Scheißwürste werden immer kleiner, ist ja auch super. Oh. Das klappt nie im Leben. Wow, der Weg. Die Yoshi-Anzeige unten. Wenn wir verarschen? Ist dein Fruchtbenzin erschöpft? Bleibt dein Yoshi-Wagen stehen. Na klar, ey. Behalte also die Anzeige im Auge. Monitor, hätte ich noch früher sagen können. Alter. Wie? Achso, jetzt habe ich 1, 2, 3 bereits und jetzt rennen wir noch. Ja, gut. Ja, dann da lang, so. Dann einfach die anderen Früchte hier, zack, 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 zack. Wir sind ja runter noch, da, du, und dann so. Blub, 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 blub.
Nein, Yoshi, was treibst du da? Yoshi! Ah, jetzt. Ja, im Kreis drehen, Yoshi, Yoshi. Puh, alter Schwede. Nein, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Also verarschen? Na klar. Das Tor öffnet sich nur, wenn du alle Früchte aufgesammelt hast. Ruhe auf mittigen Plätzen. Spiel vorbei. Oh, 45 Punkte, bist du schlecht. Klappe die erste. Naja. Silbertrophäe erhalten. Juhu. Warte mal ein Päuschen. Drücke Plus, um das Spiel anzuhalten. Ein Päuschen ist gut, da bin ich am letzten Test. Da gehen jetzt ein Päuschen. Beenden. Ah, Leute, ihr seht schon, das Spiel wird noch für einige Fails, für einige Lacher, aber vor allem auch für einigen Spaß sorgen. So eine Süße ist das große, was? Egal. So, das war's auch schon zum Let's Test, jetzt mal zum praktischen Teil hier, was man hier so alles machen kann. Ja, ich weiß, es gibt noch ein paar Parkours, zum Beispiel Pikmin Adventure, was man noch zocken muss. Und auch hier noch mit Mr. Game & Watch, oder war das? Ah genau, Octopus Dance. Und so weiter. Für Spiele, wo ich zum Beispiel 2 bis 5 Spieler brauche, wie zum Beispiel bei Mario Chase oder Fang Mario, oder wie das Teil schon da heißt. Da muss man überlegen, ob ich da wirklich noch ein paar Freunde einladen kann. Oder aber... ich möchte so ein Spielchen. Geht leider nicht online. Leider. Die andere Variante wäre halt, dass ich hier halt noch das zweite Gerät, sprich halt die Wii-Fernbedienung noch bereithalte. Und ich dann quasi beides zugleich spiele und dann mal schaue, wie gut ich mich als 2 Spieler in einer Person gleichzeitig mache. Ja, also sprich in der einen Hand halt das Wii U Gamepad, in der anderen die Wii Fernbedienung und das Ganze natürlich nur der reinste Fail. Das ist ja klar. So, noch was anderes und zwar jetzt die Frage, wie kann man das Ganze trotzdem online zocken, beziehungsweise wie könnte man daraus noch ein Let's Play online machen? Also haben wir Folgendes überlegt, man könnte theoretisch, jetzt gibt es ja hier so eine Mitteilungswand und so etwas, wo man ja seine eigene Geschichten so mitteilen kann. Oder einen eigenen Status, wie auch immer. Und daher denke ich mal, wäre es eine Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel sage, ich würde zum Beispiel wöchentlich jetzt mal das Beispiel, freitags um 20 Uhr. Wäre ich jetzt, halt wöchentlich hier, freitags 20 Uhr, würde ich hier halt zocken und dann gleichzeitig noch meinen Status oder halt aktuellen Status da lassen. Natürlich auch noch Fragen stellen, halt mit euch kommunizieren online. Und zwar zum Beispiel fragen, wie man da bei diesem... was denn zum Beispiel? War das Spiel gerade bei Yoshi, genau, bei diesem Yoshi-Abenteuer. Ob es einen besonderen Trick gibt, Mann. Wie man da besser sein könnte oder halt sonst irgendwie, ja. Halt einfach als Austauschplattform. Weil ja, ich weiß, klingt vielleicht ein bisschen dämlich, aber sonst fällt mir nicht ein, was man da groß noch machen könnte. Und halt wirklich so als Chat-Plattform, dass ich halt da mal schreibe, so, jetzt bin ich da, ich nehme jetzt auf und so, bin ich ein bisschen am Zocken und dann nach jedem Spielchen würde ich mich ein bisschen umsehen, mal schauen, was ihr so geschrieben habt und so, mit euch dann halt austauschen. Das wäre eine Option, wie ich denke, dass man trotz allem ein Let's Play online Nintendo Land, ja, trotz allem halt doch noch machen könnte. Die andere Variante wäre halt wirklich noch ein normales Let's Play halt. Also halt nur alleine zocken oder wie gesagt auch mit privaten Freunden noch, wobei ich noch schauen muss, ob das wirklich so einfach geht, möglich ist, vor allem jetzt in erster Zeit noch. Aber sonst muss ich auch sagen, Nintendo Land macht schon Fun, macht Spaß, aber so alleine zocken, na, ich weiß nicht, so auf Dauer wird schon ein bisschen langweilig, denke ich. Deshalb denke ich, so entweder Let's Play Together halt mit privaten Freunden, wobei eben das noch, steht noch ein bisschen auf der Keep, ob das möglich ist. Zumindest mal in absehbarer Zeit. Die andere Variante wäre halt wirklich ein Let's Play online, so mit Chatten, Unterhalten etc. Das, denke ich mal, wäre ebenso möglich. Naja. Aber ich habe jetzt einen Vorschlag gebracht. Aber ihr müsst entscheiden, Freunde. Das heißt, schreibt doch bitte in die Kommentare, ob ihr denkt, es ist eine gute Idee, ist eine schlechte Idee oder ob ihr auch einen anderen Vorschlag noch habt. Weil ich bin grundsätzlich offen für alles und ich finde ja Nintendo Land auch ein grandioses Game. Jetzt einfach mal abgesehen davon, dass es halt das Ganze keinen Online-Modus hat, aber das wäre echt episch gewesen. Naja. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? So, das war's dann auch schon vom zweiten Teil zum Let's Test und damit auch schon zum letzten Teil des Let's Test Nintendo Land. Wir sehen uns, wenn überhaupt, zu Nintendo Land halt beim Let's Play, sprich, ja, halt Let's Play alleine oder halt Single.
oder Let's Play Together oder Let's Play Online, je nachdem wie ihr entscheidet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Juhu, ciao zusammen. Wow. Metroid-Schießerei. Eine unserer Hauptattraktionen, auch für Einzelspieler. Da gehe ich jetzt gleich nochmal rein. Geiles Spiel.